Ja, so schön, dass du eingeschaltet hast und dass wir zusammen beten können für Beziehungen. Mega schön bist du mit dabei. Ja, herzlich willkommen zur Hour of Prayer. Wir freuen uns, Sarah und ich, dass wir mit dir über Better Together beten dürfen. Es geht vieles einfach besser gemeinsam. Ja, Unsere Ehe, das ist logisch, aber auch mit dir gemeinsam zu beten heute, das ist ein Geschenk. Better Together. Wir freuen uns auf diese Zeit. Ich habe gesehen, es sind schon einige online ja, mit dabei. hallo, Herzlich willkommen, Gran Canaria. Danke, Marco, dass du Marco. da wieder Host bist im Chat. Falls du zuschaust und den Chat noch nicht bemerkt hast, wir werden den auch heute immer wieder mal gebrauchen. Ja, es ist mega spannend, weil wir vergleichen eigentlich Beziehungen mit einem Haus. Da gibt es verschiedene Räume, zum Beispiel den Garten oder die Küche oder das Schlafzimmer. Beziehungen finden statt und wir vergleichen das jetzt mit einem Haus und zwar mit dem Keller. Ja, wir steigen als erstes ja in den Keller heute wieder gemeinsam und der Keller steht, wie wir es in unserer Message gebracht haben, eigentlich für den Ort, den man nicht so oft betritt. Das ist eigentlich eher im Unsichtbaren. In der Schweiz sind die meistens unterirdisch oder eine Abstellkammer irgendwo. Und dort hat man Kisten gelagert, Projekte, wo man nicht mehr dran ist. Und es ist eigentlich eine Gefahr, dass der Keller so ein Ort des Schreckens wird, wo man Dinge verdrängt, aus den Augen, aus dem Sinn. Und das nimmt aber immer auch Einfluss auf unsere Beziehungen. Gell, bei uns gibt es so eine Kiste im Keller, Ja, ja, die habe ich schon so in die Ehe gebracht. das ist so. Es hat auch eine, die hast du gebracht. Ja, habe ich auch herausgefunden. Ich habe Ja, gedacht, ich habe keine, aber ich habe trotzdem eine. Aber es ist wirklich spannend, weil jeder bringt seine Prägungen und Dinge, die er von zu Hause oder einfach von der Kultur her mitbringt in die Beziehung. Das ist mega spannend drum für uns. Der Keller ist ein faszinierender Ort, wenn es um Beziehungen geht. ja, Liebe geht durch den Keller und oftmals ist der Grund, weshalb Beziehungen scheitern, tatsächlich dort, dass man Prägungen und Herkunft nicht beachtet und dann crasht es in vielen Themen. Und wir haben den Titel deshalb auch so gesetzt, warum ich nicht lieben kann, hat oft mit Dingen zu Mhm. tun, die man eben im Unterbewussten mitgebracht hat. Du siehst auf dem Slide, wenn wir mal unser persönliches Leben anschauen, wir haben eine Herkunft, vielleicht eine Nationalität, das ist eine Kultur, wie man aufgewachsen ist als Schweizer, oder zum Beispiel, oder man ist aufgewachsen in einer Familie, wo Werte und Glaube auf eine bestimmte Art gelebt wurden. Und wenn man dann in eine Ehe kommt, dann gibt es Themen wie Kindererziehung, Finanzen, Sexualität, da können diese verschiedenen Prägungen wirklich aufeinander prallen. Mhm. Ja, zum Beispiel Finanzen. Oder sie kommt aus einem Elternhaus, wo Finanzen standen für Freiheit, für Großzügigkeit. Und er kommt aus einem Zuhause, wo gespart wurde und das hat Sicherheit und Kontrolle gegeben. Und wenn sie dann so zusammen zum Beispiel ein Sofa einkaufen möchten, clashen diese Welten aufeinander und sie sind sich einfach gar nicht einig. Sie findet, du bist geizig und er findet, du bist etwas naiv mit dem Geld und so ist das ein Beispiel, zum Beispiel in Finanzen. Wir wollen jetzt direkt mal dich fragen, wenn du diesen Slide anschaust. Du hast ja deine Prägung. Du hast bestimmt aber auch in Freundschaften oder gerade auch in der Ehe erlebt, dass ihr mega unterschiedlich geprägt seid, dass eure Herkunft unterschiedlich ist. Und dann ist das irgendwo aufeinander geprallt. Bei den einen dramatisch, bei anderen vielleicht weniger. Aber wir laden dich ein, schreib doch mal im Chat drin, wo hast du das in deinen Beziehungen schon bemerkt, dass ihr aufeinander geprallt seid? Ist das in der Erziehung? War das Finanzen? Vielleicht noch mal ganz andere Themen als diejenigen, die hier stehen. Und wir werden nachher gemeinsam einfach eine Entscheidung treffen, dass wir uns dem heute stellen. Sarah, bevor wir dann in Ja. den Chat gehen, erzähl doch kurz bei uns. Genau, wir sind ja aus ganz unterschiedlichen Ecken gekommen in unsere Beziehungen. Das war vor 25 Jahren. Und wir haben gemerkt, gerade zum Beispiel im Thema Konflikten kamen wir aus sehr unterschiedlichen Kulturen. Also bei uns zu Hause wurde laut und heftig gestritten. Und bei dir war ja das ganz anders. Bei uns flog manchmal auch was durch die Luft. Und wir haben das auch nicht immer aufgehoben. Also da wurde dann auch nicht immer über Vergebung geredet oder so, sondern da wurde eben laut und heftig gestritten. Bei dir ganz anders, hä? Ja, bei uns waren Konflikte, wie gesagt, halt eher so, man hat das nicht unbedingt gewollt. Es war ein bisschen verpönt und wir haben dann erlebt, dass die Eltern sich zurückziehen und wieder kommen und es ist dann einfach wieder Friede. Deshalb war bei uns das wirklich am Anfang nervig, dass wir so unterschiedlich waren Mhm. im Thema Konflikt. Ich möchte heute mit euch zusammen einfach am Anfang dieser Gebetszeit
sichtbar machen, dass es nicht nur einfach easy ist, worüber wir hier sprechen, sondern viele Beziehungen Ja. crashen tatsächlich so hart, dass Menschen entscheiden, getrennte Wege zu gehen. Ob das jetzt Verheiratete sind, die effektiv die Scheidung einleiten, oder Leute, die Freundschaften gehabt haben und nachher zerstritten auseinandergehen. Es ist sehr viel Schmerz da Ja. in den Themen, genau deswegen, weil man so unterschiedlich geprägt ist. Eben, es ist better together. Zusammen ist schön, aber es kann dann auch zusammen eben genau mega schwierig sein. Wir sind uns sehr bewusst, dass in diesem Thema auch sehr viel Schmerz ist. Und deshalb möchten wir auch zusammen beten, weil wir einfach glauben, dass du heute, wenn du eingeschaltet hast, wirklich auch ermutigt werden kannst, genau an dem Ort, wo du stehst. Ich erlebe Gott immer wieder so, dass er da, wo Dinge sind, die mir weh machen, dass er sich so liebevoll darum kümmert, und für das haben wir für dich heute gebetet und glauben auch, dass du, egal wo du stehst in diesem Thema, einfach heute Trost, Frieden oder vielleicht auch Mut und Freude findest. Ja, und wir laden dich jetzt ein, Jesus, in unsere Beziehungen, dass wir erleben können, dass du eingreifst, dort wo viel Schmerz Ja. ist. Wir halten dir heute unsere Beziehungen hin. Ja. Und das ist unser erstes Gebet heute. Wir sind bereit, dass du sprichst, in unser Leben hineinsprichst, Jesus, in dieser kommenden Zeit, wo wir heute beten, in der Hour of Prayer, dass du hineinsprichst, dort wo wir es brauchen. Wir halten dir Schmerz hin, dort wo wir gescheitert sind, dort wo wir effektiv schon Explosion erlebt haben in unseren Beziehungen, Jesus. Trennungsschmerz da ist, aber auch Bereiche, wo man einfach herausgefordert ist, zu kämpfen, an der Liebe festzuhalten. Jesus, wir halten es dir Ja, hin danke. und wir erlauben dir, Heiliger Geist, dass du sprichst jetzt heute in dieser Gebetszeit. Ja, du bist so liebevoll, Vater im Himmel, und ich danke dir, dass du jeden kennst, der eingeschaltet hat, und dass du weißt, was wir brauchen. Wir halten dir jede Situation hin, und ich danke dir, dass du auch in den Spannungen bist, dass wir heute durch Gebet und durch das Sprechen mit dir und durch Gedanken, die wir austauschen, dass wir dadurch auch wirklich etwas Entspannung empfangen dürfen heute. Für das möchte ich ganz besonders beten. Amen. Amen. Ja, wir haben hier im Chat schon ein paar gute Statements. Alex und Carmen, die schreiben, wir sind total harmoniesüchtig. Ja, wenn beide so sind, Ja. dann kann das, stelle ich mir schön vor. Ja. Das wäre für dich weniger schön, oder? Du hast ja Ja, gerne ich Streit. glaube, also ich finde halt, Konflikt ist etwas auch Ja, Positives. es bringt weiter. Das hast du ja auch gelernt jetzt in der Ja, Beziehung da mit bin mir, ich gell? gewachsen, das habe ich von dir gelernt. Marco hat geschrieben, der eine ist konfrontativ, der andere eher harmoniesüchtig. Also ihr habt hier schon ein paar Sachen reingeschrieben, das ist mega stark und wir werden da immer wieder was aufpicken. Ja, was spannend ist, dass man ja zusammen sein kann in einer Beziehung. Das ist in der Ehe, aber das kann auch in anderen Beziehungen sein. Und du fühlst dich trotzdem alleine. Obwohl du in einer Beziehung stehst, fühlst du dich alleine. Es sind Momente, wo man sich total auf einem anderen Planeten sich fühlt, also zum Beispiel, du bist auf dem Mars und ich auf der Venus. Also das gibt es wirklich auch in Beziehungen. Und diese Distanz ist so schön beschrieben, diese junge Frau im Hohelied, im Vers Hohelied 3 sehen wir, wie sie eigentlich durch die Gassen geht und nach ihrem Liebsten sucht, und sie findet ihn nicht gerade. Und genau das gibt es oft auch in Beziehungen. Wir sind zwar zusammen, gerade in der Ehe kann es sein, dass du im gleichen Zimmer und in der gleichen Wohnung lebst, aber du fühlst dich total distanziert. Und da geht es dann, die Frau, die sucht dann, die macht sich dann auf, wenn es geht da weiter, ich will aufstehen, die Stadt durchstreifen, durch die Gassen und über die Plätze laufen. Meinen Liebsten muss ich finden. Also sie entscheidet sich, dass sie wieder findet. Und ich glaube, wenn du dich da angesprochen fühlst und sagst, ja, ich empfinde das so, wir haben eine Distanz in unserer Beziehung, so möchte ich dich einfach ermutigen, auch heute zu sagen, ja, ich möchte wieder finden, ich möchte aufstehen und meinen Liebsten finden, oder auch in der Beziehung mit Eltern oder in Beziehung mit Freunden, dass wir dass wir uns aufmachen und diese Distanz nicht tolerieren, sondern gehen und suchen. Wir werden das gleich in einem Gebet ganz aktiv als Entscheidung aussprechen. Bevor wir das tun, möchte ich dich auf das hebräische Wort Yada noch hinweisen. Yada heißt erkennen.
Und das ist eigentlich die Suche, die du beschreibst, die wird oft in der Bibel auch in Bezug auf Gottes Art beschrieben, wie er uns sucht. Also Gott sucht und es ist dieses Erkennen. Im Psalm 139 beschreibt das David. Er sagt, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Also dass dieses Ja da, diese Art, wie Gott uns liebt, Ja. ist diese Suche, die die junge Frau hat. Sie macht sich auf, sie steht auf. Und ich glaube, da ist so viel an Schatz verborgen, nur schon in der Entscheidung, dass sich Sarah oder Freunde, die mir irgendwie von der Prägung oder von der Kultur her fern sind, dass ich mich entscheide, ich suche sie. Ich will mich aufmachen, ich will erkennen, weshalb tickt die so, wie sie tickt, weshalb denkt er so, weshalb haben wir diese Crashes. Und ich glaube, es hat Kraft, wenn wir heute im Gebet festmachen, ich entscheide mich, meinen Partner, meine Freundin, meinen Mann zu suchen. Ja, das ist dann eben diese ganzheitliche Liebe, eben durch den Keller hindurch, durch diese Prägung, obwohl es eben so unterschiedlich ist, wie du gesagt hast, Ja. da nicht einfach aufzugeben und sagen, ja, wir sind jetzt halt ganz unterschiedlich und ist halt so und war jetzt Pech für uns, Ja. sondern das eben ja da, das ist wieder so schön auch beschrieben im Hebräischen, das Ja. ist dieses ganzheitliche, ich liebe das, Ja. das ist so schön beschrieben. Und es geht das Leben lang weiter. Es ist nicht einmal gemacht. Deshalb auch immer wieder diese Entscheidung. genau. Wenn wir Fights haben, Das- ich kann mich entscheiden, ich habe Recht und du nicht. Aber die Haltung, ich entscheide mich, Sarah zu erkennen, weshalb ist sie so, wie sie ist, das ist, dann kommt diese göttliche Liebe Genau. rein, wo ich sage, ich entscheide mich immer wieder, auch wenn es mühsam ist und schmerzhaft. Und gell, das ist ein lebenslanger Prozess. Ja, genau. So läuft das, gell? Das geht noch lange, das ist nicht einmal und dann ist fertig. Ja. Aber wir möchten jetzt zusammen beten, dass wir ja, für genau diese Distanz und dass wir das erleben können. Vater im Himmel, wir halten dir einfach das hin auch. Du weißt, in welchen Beziehungen wir stehen. Du spürst das genau und du weißt auch, wo wir vielleicht schon lange suchen. Und ich möchte gerade für die beten, die schon lange suchen und sagen, es ist so schwierig, immer wieder in diesen Keller zu gehen und zu finden. Ich bitte dich einfach, Vater, dass du hilfst, durchzuhalten und du siehst, was es braucht. Und wir möchten dich jetzt bitten, dass du hilfst, dass diese Entscheidung aktiv sein Ja. kann, dass du Kraft gibst, noch einmal aufzustehen und sagen, ja, ich will suchen. Ich will es nicht tolerieren, dass da so eine Distanz herrscht in meiner Ehe. Ich will es nicht tolerieren, dass eine Distanz herrscht in meiner Familie oder in meiner Freundschaft. Ich stehe auf und ich suche. Ich lasse heute ganz bewusst Passivität hinter mir, auch Frustration hinter mir und entscheide mich, mich aufzumachen und zu suchen. So wie Gott mich selber sucht. Er will erkennen, wie ich denke, er will in mein Herz hineinsehen. Und ich entscheide mich, meine Frau, meinen Mann, meine Freunde so zu sehen, wie du sie siehst, himmlischer Vater, mich Genau, mit aufzumachen, deinen Augen. diese Kiste Ja. zu durchwühlen und zu erkennen, wie die Prägung tickt, weshalb ist das Ja, so Jesus. und einfach auf diesem Abenteuer einen Menschen durch und durch zu kennen, mich einzulassen. Und da schiebe ich alles weg, was mich frustriert hat, was mich passiv macht, wo ich vielleicht wirklich schon gesagt habe, komm, vergiss es, ich werfe es zur Seite. Da entscheide ich mich jetzt heute nochmals, mich aufzumachen, zu suchen und in dieser Ja-Da-Liebe zu wachsen zu den Menschen, die du mir ins Leben gestellt hast, Jesus. Ja, Vater, ich danke dir auch, dass du da wirklich uns die Kraft gibst, dass das nicht aus uns selbst hinauskommen muss, sondern du gibst uns die Kraft, diese Liebe zu haben, dieses ganzheitliche und auch die Kraft aufzustehen. Vielen Dank für das, lieber Vater. Yes. Sehr gut. Also wir haben uns jetzt bewusst entschieden für dieses Ja da. Ich denke, das ist entscheidend, dass wir wirklich suchen wollen in einer Beziehung, nicht irgendwann den Bettel schmeißen oder den Bettel hinschmeißen, wie man so schön Ja, sagt. genau. Also die Frage ist auch ein bisschen an dich, wenn du magst, auch reinzuschreiben, was magst du hinter dir lassen, was willst du nicht mehr, wo hast du dich jetzt entschieden, vielleicht magst du das reinschreiben. Ja, zum Beispiel in Konflikten wie jetzt Finanzen, was wir vorhin erzählt haben, ist es ja dann auch die Frage, wie soll denn das gehen? Wie können wir denn da wieder zusammenfinden?
wenn wir von so verschiedenen Prägungen kommen. Und beispielsweise bei Finanzen, wie bei diesem Ehepaar, ist es vielleicht wichtig, dass man definiert, ja, was brauchst du, dass es für dich eine gute Sicherheit hat und dass gute Kontrolle ist. Wie viel brauchst du auf dem Sparkonto, dass du dich wohlfühlst und dass wir sagen können, hey, wir sind auch sparsam. Und bei der Frau, die aus der Freiheit und Großzügigkeit kommt im Finanzen, ist vielleicht die Frage, hat sie ein Konto, wo sie einfach frei sein kann und darüber verfügen kann und das ihr auch Freude gibt und sie auch großzügig sein kann, ohne immer nachzufragen. Ja, vielleicht beim Thema Kindererziehung ist es bei uns schon oftmals mir bewusst geworden, es ist nicht dann, wenn es knallt, der richtige Moment, Dinge anzusprechen, sondern es braucht Momente, wo man in Ruhe reden kann. Auch das ist ein ganz praktischer Weg, wie man suchen kann, ist im Gespräch Fragen zu stellen. Und wir wollen hier jetzt nicht Tipps auspacken, sondern im Gebet eigentlich den Heiligen Geist bitten, dass er dir in deiner Situation, wo es bei dir knallt, wo bei dir Spannungen in Beziehungen sind, aufgrund der Herkunft und der Prägung, dass er dir jetzt einfach durch seinen wunderbaren Heiligen Geist Ideen gibt, Gedankenanstöße dir teilt, wie du da dran gehen kannst. Und dafür wollen wir beten. Vater, danke einfach, dass du uns kreative Ideen gibst. Was sagst du jetzt gerade zu uns? Wir möchten einfach hören und erwarten, dass du jetzt redest. Ich lese hier im Chat von Alicia Rudek. Ich hoffe, ich sage deinen Namen richtig. Dir ist gekündigt worden und du hast den Eindruck, dass Gott die Tür zugemacht hat. Und wir segnen dich jetzt, dass Gott dir den richtigen Weg zeigt, wie du hier schreibst, dass er dir gerade aus diesem Crash, der im Job passiert ist, dass er für dich einen wunderbaren Plan hat und dass er den dir zeigt und eine Türe dir neu öffnet. Das sprechen wir dir Ja, zu im Namen Jesus, dass aus diesem Crash oder dieser zugeknallten Tür eine wunderbare Tür für dich sich öffnen kann. Ich sehe auch so eine Mauer, vielleicht spricht das dich an, eine Mauer, die einfach zwischen dir steht und der Beziehung, die es betrifft. Und du hast das Gefühl, das ist unüberwindbar. Und ich danke dir, Vater, dass du einfach diese Mauer einbrechen lässt, dass diese Mauer überwindbar wird, dass entweder ein Kletterseil oder sie einbricht oder eine Leiter kommt, wo diese Mauer überwunden werden kann. Und ich danke dir, dass keine Mauer zu groß ist, auch in Jericho. Ich denke gerade an diese Geschichte, wo die Mauern gefallen sind, weil durch Gebet und deine Kraft war es möglich. Und ich möchte gerade für diese Mauer beten, dass die einfach fallen muss in deinem Namen, Jesus, und dass wieder ein Zugang kommen kann zu der Beziehung. Und ich möchte auch allgemein Segen aussprechen über uns alle, dass wir Unterscheidungsgabe haben. Jemand hat dir geschrieben, ist ja auch immer die Frage, habe ich die richtige Partnerin oder habe ich den richtigen Partner gewählt? Bevor du verheiratet bist, hast du immer Zeit, etwas nochmal zu korrigieren. Wenn man schon verheiratet ist, wird es schwieriger und hat sehr große Konsequenzen. Und da bete ich jetzt um göttliche Führung, Ja, Jesus. dass wir uns nicht führen lassen von Emotionen, von Gefühlen, von Menschlichem, sondern dass Göttliches uns führt. Und ich segne uns alle, dass wir unter dem Heiligen Geist geleitet sind und uns nicht unter ein Joch spannen lassen mit Menschen, die in eine andere Richtung ziehen, wo es dann Konflikte so oder so geben wird, sondern dass wir uns unter das Joch Gottes spannen lassen mit Freude und dort drin aufblühen werden. Und damit segne ich uns. Und ich bete für Kreativität dort, wo Ja, es eben Jesus. schwierig ist, miteinander unterwegs zu sein, weil man diese verschiedenen Prägungen hat. Kreativität, göttliche Lösungen mögen Yes. uns geschenkt werden Ja. im Namen Jesus. Ja, Amen. Amen. Gell, das ist bei uns schon immer wieder auch ein Ringen um Auswege. Ja, Das ist wirklich auf jeden Fall. nicht einfach so ein Geschenk und ja, wir reden ein bisschen, Ja, sondern ja. das ist manchmal so demütigend auch, dem anderen zu sagen, hey, du hast mich schon wieder verletzt. Ja. Das ist
manchmal braucht das schon Mut, das auch Ja, wieder das zu braucht sagen, mega oder? Mut. Aufzustehen für das, was einem wichtig Und ist. es braucht das andere Gegenüber, das dann eben nicht so, ach du schon wieder, jetzt Ja, lass mich mal ja, mit dem, ich bin halt so, ja. sondern auch ein Wohlwollen vom anderen her. Mhm. Ja, eigentlich möchten wir zur Freude an den Prägungen kommen, nämlich eben dann zu sehen, was, hey, der Partner hat ja etwas mitgebracht, das ist ja auch etwas Kostbares. Es kann auch sein, dass das wird dann zu etwas Wertvollem. Das ist dann das, was dich eben angezogen hat von der Person. Meistens sieht man ja das Gegenteil ein bisschen an, weil das ist einfach Ja, das stimmt. attraktiv. Also, Ja. und dass da eben diese Spannung nicht das explosive, destruktive ist, sondern dass es zu etwas Positivem, etwas Schönem werden kann. Da ist eben dieses Ja da, kommt da voll in diese Prägung hinein. Wie zum Beispiel bei uns in Sachen Konflikte haben wir einfach gemerkt, wir bringen beide etwas eigentlich Schönes mit. Das heißt, ich bringe mit, dass ich Dinge anspreche. Ich gehe in den Konflikt ein, ich spreche Dinge an und bringe auch Emotionen hinein. Ja. Und was du hineingebracht hast, Ja, ich habe in meiner Familie gelernt, wie wertvoll das ist. Ich habe einen Vater gehabt, der hat in Konflikten drin reagiert. Also der Rückzug war nicht so gut, ich habe nicht streiten gelernt. Aber was ich gelernt habe, ist von meinem Vater, man kann sich entschuldigen und man entschuldigt sich und man sorgt dafür, dass wieder Friede einkehrt. Und das kann ich heute als Fahne hochhalten in unserer Ehe drin. Komm, wir versöhnen uns, komm, wir sprechen Vergebung aus. Wir lassen es nicht einfach so ein bisschen vor sich hin modern, ja, sondern wir sprechen es an und wir sprechen Vergebung aus. Und das ja. bedeutet mir jeweils viel, gell? Ich frage Ja, ja, damit, ja. hast du jetzt schon vergeben? Weil es mir wichtig ist, dass es Ja. eine saubere Sache ist zwischen uns und die Einheit da sein kann und eben nicht der Keller zu einem dunklen Ort wird. Ja, du bringst Frieden und Versöhnung in unsere Beziehung von deiner Prägung her. Ja. Und das ist etwas mega Schönes und das finde ich eben dann auch ermutigend. Und für das können wir ja jetzt auch beten, dass wirklich diese Spannung, diese Prägung, die wir haben, dass Ja. das in unseren Beziehungen zur Freude werden kann und dass wir da vielleicht kommt dir gleich etwas in den Sinn, was du sagst, ah ja genau, das ist eigentlich mega schön an unserer Beziehung, dass das wieder von Freude gestärkt werden kann. Und Vater, du siehst unsere Beziehungen, Ja. du siehst, was uns angezogen hat. Und ich bitte dich jetzt gerade für unsere Beziehungen, dass das uns zur Freude werden kann, dass diese Spannung zu etwas Schönem werden kann, zu diesem gewissen Etwas, was unsere Beziehung eben hat, wo andere nicht haben. Das ist ganz speziell, das ist unsere Kiste, die wir jetzt neu prägen. Und ich danke dir, dass du da nochmals Ideen jetzt gibst oder einfach aufzeigst auch, was ist das Schöne daran? Was habe ich eigentlich gewonnen durch meine Beziehung? Ja, es würde mich noch wundernehmen, ich schaue immer mit deinem Auge auch in den Chat rein. Gibt es so Schätze, die ihr entdeckt habt? Weil es sind Ja. ja Kisten, die man mitbringt und wenn wir gemeinsam unterwegs sind, formt sich eigentlich eine neue Kiste. Genau. Ich sage jetzt unsere Kinder, die haben dann auch wieder eine Prägung und das ist geprägt von dem, was wir gemeinsam für Ja. gut halten. Also das, was wir gemeinsam definieren an Werten, wird für die nächste Generation wieder Einfluss haben. Deshalb unterschätzt nicht die Arbeit, die ihr gerade als Eltern macht in diesen Prägungen. Schreibt doch rein, wenn ihr gemerkt habt, wow, da haben wir eigentlich so richtig Pfeffer Das in wär unserer spannend, Beziehung ja. drin, da ist Pfeffer und Salz zusammengekommen. Chili. Dein Chili ist noch dabei und wir haben eine Würzmischung Ja. als Ehepaar oder als Freunde, die ein Segen sind. Also schreibt das noch rein, einfach als Praise Report, dort wo wir schon gekämpft haben Ja. um Dinge, lasst uns die anschauen Das und wär feiern. spannend, Ja, wenn wir das mal so reingeschrieben haben, ich komme nachher darauf zurück, wollen wir noch ein zweites Thema aus dem Keller holen. Im Keller sind nicht nur Kisten, im Keller sind ab und zu auch Dinge, die sind kaputt gegangen. Oh ja. Also mir geschieht das schon oft, dass wenn das dann ist es immer im dümmsten Moment und man schafft es aus den Augen und dann kommt es in den Keller und wenn es da ist, rutscht es auch aus dem Sinn. Das habe ich gedacht bei unserer Bürolampe. Ja, Das ist jetzt genau. auch so ein Projekt. Das ist die Gefahr des Kellers. Es ist ein Ort, wo sich die grauenhaften Dinge sammeln, die einfach nicht fertig sind und nie fertig werden. Und das steht für Verletzungen. Oft verletzen wir uns gerade in Konflikten drin. Da fallen Worte, die
einfach verletzend sind. Und wenn man dann wieder streitet, dann geht diese Kerbe tiefer und tiefer und die Gefahr ist, dass ich meine Dinge nicht anschaue, dass ich meinen Keller nicht räume. Und das sind so wie kleine Füchse, die dann diesen Weinberg berauben. Im Hohelied 3, Vers 15, du siehst das eingeblendet, da steht, fangt uns doch die kleinen Füchse, denn sie verwüsten den Weinberg, wenn die Reben in schönster Blüte stehen. Also diese kaputte Lampe im Keller steht für diese Füchse oder kann zu so einem Fuchs werden, dass Dinge einfach nicht aufgeräumt sind und Verletzungen sind solche Füchse, Bitterkeit. Und der Feind liebt es, Ja. unsere Beziehungen zu zerstören und er sendet seine Füchse da rein. Und eben oftmals sind das ja Dinge, die man jetzt nicht gerade klären kann. Das ist ein Konflikt, den kann man nicht klären. Schiebt es in den Keller und dann wartet es dort auf den nächsten Moment. Und wir wollen dich ermutigen, dass du wirklich Dinge anpackst, weil wir haben realisiert, eigentlich kann ja nur ich kann meinen Keller aufräumen. Ich kann bei mir aufräumen. Ja. Ich kann nicht bei Michi aufräumen. Ich wüsste zwar schon wie, sehr gut wie, Du aber weißt das ich natürlich, gell? bin die Einzige, die aufräumen kann in meinem Leben. Ja. Wir packen diesen Moment beim Kragen. Ich glaube, du weißt genau, wo du auch vielleicht so einen Fuchs hast, der im Keller rumwühlen will, wo so eine Verletzung in deinem Herz ist, wo du nicht vergeben hast. Dass einfach eine Kerbe da in deinem Herz drin und deine Liebe ist erkaltet, weil du immer wieder vielleicht auch im selben Punkt verwundet wirst von Menschen, die dir wertvoll wären oder sind. Aber die Liebe ist erkaltet, weil du verletzt bist und ich lade dich ein, jetzt einfach mit mir gemeinsam, mit Sarah und mir zu beten, dass du deinen Punkt bringst, wo du schuldig geworden bist, dass du aber auch Vergebung zusprichst, wo du das auch kannst von Herzen für Menschen, die dich beleidigt haben, Leute, die dich verletzt haben, weil lass uns es nicht zulassen, dass unser Keller, unser Herz eine Dunkelkammer wird, wo sich das Gruseln ansammelt. Dann werden wir nicht mehr lieben können. Und es stinkt Es beginnt zu stinken. Ja. Ja. Jesus, wir kennen solche Themen und wir sind ja als deine Nachfolgerinnen und Nachfolger sind wir Christen. Wir Christen sind Menschen, die mit Schuld umgehen können. Und Schuld umgehen bedeutet für mich ans Kreuz von Jesus bringen. Und heute bekenne ich meine Schuld, Jesus, dort, wo ich schuldig geworden bin, bitte ich um Vergebung. Ich habe vielleicht Dinge ausgesprochen, die verletzend waren. Ich habe die Tür zugeknallt für jemanden, der eigentlich mich lieben wollte. Ich habe betrogen, was auch immer das ist, was du heute bekennen musst. Bring es ans Licht, damit Licht in dein Dunkel kommt. Sprich es aus, jetzt einfach diese Gebetszeit. Es hört dich niemand, nur Jesus. Und er kennt dein Herz. Und wenn du es ernst meinst, sprich es aus. Ich bitte um Vergebung, Jesus. Und dort, wo ich kann heute, dort spreche ich auch Vergebung zu den Menschen, die mich verletzt haben. Ich entscheide mich gegen Bitterkeit. Ich entscheide mich gegen diese Wunden, die da klaffen dürfen in meinem Herzen. Ich packe diese Füchse am Schwanz und schmeiße sie raus aus meinem Keller. Ich sehe so wie ein Lichtstrahl wirklich so in bestimmte Bereiche reinstrahlen. Und wenn das Licht von Jesus in unsere dunkelsten Ecken kommt, dann können wir wieder lieben und werden geheilt und unsere Herzen pulsieren. Da ist Kraft und da ist durchblutete Herzen, sind rot und pulsieren mit Leben. Ja, das ist so eine Kraft und das bringt uns gleich zum nächsten Punkt, dass wir beten füreinander. Du siehst auch diese Vers, der als eine Verheißung für mich steht. Aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Und das ist so genial, wie ich meine, lass dir diesen Vers mal auf der Zunge zergehen. Wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns. Er ist in uns, er lebt in uns. Und seine Liebe, nicht unsere unvollkommene menschliche Liebe, sondern seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Da haben wir dieses Jahr da wieder. Und das ist so eine Zusage für uns heute. Das ist einfach für mich so eine Ermutigung zu wissen, seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Und wir können wirklich füreinander beten. Wir beten füreinander
und Gott kann ich ja alles sagen. Du siehst das Dreieck hinter mir auf dem Screen und das ist so faszinierend, weil ich kann Gott alles sagen. Alles, was mich über mich frustriert, kann ich bei ihm deponieren. Das ist wie ein Filter. Gott ist da wie ein Filter. Und schau, er hat so anderen Zugang zu Michi, als ich habe. Ja. Und unten durch auf der Ich- und Du-Ebene, das entlastet uns, das entlastet unsere Beziehung. Ja, man muss dann nicht so nörgeln, oder? Ja, Aneinander eben. rumnörgeln und Rumdrücken. rumschrauben und Ja, das einander würde ich auch am verändern. liebsten, das ist Ja, auch so ein ich Thema. natürlich auch. Ja. Aber ich kann es nach oben schicken. Und was dann bei dir ankommt, sieht man in der Grafik, ist gefiltert durch die Liebe Gottes. Also Gott hat nochmal eine viel gefiltertere, wunderbarere Art zum Sprechen dann auch für die andere Person. Er spricht zu uns und das ist so ein Schatz und so etwas Wunderbares und für das möchten wir auch beten noch. Und sehr oft, gell, wenn man betet für den anderen und klagt, gibt es auch noch den Pfeil von Gott dann wieder nach unten Ja. zu mir. Dann zeigt er mir liebevoll, du, bevor du jetzt so krass erwartest, dass Sarah sich ändert, könntest du mal bei dir anfangen, oder? Das ist schon auch manchmal auch gemein, gell? Ja, das ist halt typisch Gott, gell? Ja, der sieht in Der unsere lässt dich Herzen. nicht los und das ist aber auch liebevoll. Ich finde eben Ja. das so mega schön. Also Ja. das macht mich auch so entspannt und das ist auch für dich heute bereit. Es ist, du musst da nicht verkrampft, es tönt alles so, ich muss jetzt das und das und das, aber nein, schau dieser Vers, seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Das ist nicht ein hingekrampftes Werk, sondern diese Liebe, die kriegen wir sogar geschenkt. Ich finde das schon unglaublich. Also für mich ist das eine Riesenkraft, auch gerade in unserer Ehe. Mega. Sieht vielleicht alles so harmonisch aus hier auf dem Sofa, aber es ist wirklich so eine Kraft, die wir auch erleben. Das können wir wirklich so bezeugen. Gott ist so treu und gibt uns immer wieder seine Liebe. Und das ist jetzt für dich auch bereit. Jetzt nehmen wir uns einen Moment, wo wir genau Gott einschalten, ob das jetzt in unserer Ehe ist oder ob das in Freundschaften ist. Aber es gibt Menschen, wo du merkst, du bist herausgefordert zu lieben. Vielleicht hast du vorher gemerkt, ich kann der Person nicht vergeben. Ja. Dann kann vielleicht genau die Person diejenige sein, für die du jetzt betest. Komm, wir nehmen den Moment, wo du einfach für die Person betest, die Gott dir aufs Herz legt. Für deine Partnerin, für deinen Ehepartner, Freunde, Kinder auch, Eltern, was auch immer die Personen sind. Und wir beten für diese Leute und beten, dass Gott wirkt, Ja. so wie er eben liebevoll wirken kann. Und wenn wir jetzt beten, Vater im Himmel, dann beten wir, dass du auf deine Weise wirkst. Sprich einfach deine Gebete. Ich bete für diejenigen, die vielleicht weniger jemanden vor Augen haben. Dann beten wir heute, dass du Wunder tust. Dort, wo Beziehungen in eine Sackgasse geraten sind, wo man nicht mehr miteinander kommunizieren kann, wo so vieles schon zerstört ist, wo man den Weg nicht mehr findet. Da bete ich, dass du dich gerade in Ehen einschaltest Jesus. als der wunderbare Anwalt für beide Seiten. Du bist gerecht. Du kennst beide Herzen und du hast Liebe für beide Seiten. Und ich bete, dass du Herzen aufweichst dort, wo Menschen hart geworden sind. Jesus. Dass es aufweicht, dass du Fenster schaffst, wo man wieder zueinander findet, so Momente kreierst, wo Offenheit wieder möglich ist. Ich bete dort hinein, Jesus, dass du Wunder tust in Beziehungen, die in eine Sackgasse stecken. Ja, Vater, und ich möchte auch beten für alle Singles, die jetzt eingeschaltet haben, die sich schon so lange eine Liebesbeziehung wünschen. Und Vater, wir beten und bitten und bestürmen deinen Thron, dass du jetzt diese Männer und Frauen Ja. bringst an diese Seiten und dass Beziehungen geknüpft werden können und ein schöner Anfang ist. Und ich bitte dich auch um Ideen für die Singles, dass sie wissen, wo können sie hin, was können sie machen, aber dass du es vor allem auch schenkst, Jesus. Es ist manchmal so ein Ding, wo finden wir denn den richtigen Partner, Ja. aber ich segne dich, dass du einfach in eine Beziehung, in eine Liebesbeziehung kommen kannst und etwas Neues beginnt in deinem Leben. Ich bete auch für Heilung dort, wo Menschen heute dazugeschaltet sind, wo einfach Beziehungen schon zerstört sind, wo vieles kaputt ist, wo vielleicht eine Scheidung schon dein Leben so geprägt hast, dass du nicht sicher bist, ob du wieder lieben kannst. Und ich segne dich mit der Liebe Gottes, dass die Liebe Gottes dich heilt,
dass Jesus wiederherstellt ja, und dass der Jesus. Heilige Geist dich führen wird in der kommenden Zeit einfach an Momente der Heilung. Ich sehe so wie so Etappen auf einem Weg und ich glaube, dass Gott dich führen wird, wenn du das bist. Also an Kreuzungen hin, so Etappen, wo wie so Foodstationen sind, so Versorgungsposten. Wenn man lange auf einem Marathon läuft, da gibt es immer wieder Versorgungsposten und Gott wird dich versorgen, dir immer wieder neue Kraft geben, damit Heilung geschieht, währenddem du gehst. Und ich spreche dir zu, dass wenn du dich aufmachst und gehst im Glauben, dass Gott dich versorgt und heilt. Amen. Ja, Jesus. Ja, und ich danke dir auch, dass du Freude ausgießt in unsere Beziehungen, dass diese Freude wirklich an unseren Prägungen, dass diese Spannung wieder, dass das wirklich etwas ist, was wir Ja. einfach uns freuen können, dass es Momente gibt, vielleicht in dieser Woche, wo wir am Tisch sitzen miteinander als Ehepartner und einfach anstoßen auf unser Glück, auf auf diese Freude oder auch mit der Familie, wo du zusammenkommst und Ja. du hast einfach Freude. Freude macht sich breit. Ich möchte auch für das beten und dich segnen mit Freude an den Beziehungen, in denen du drin bist, Ja. dass da auch eine Leichtigkeit und dass du spürst, was Gott eben meint, mit dieser Liebe kommt in uns zur Vollendung, dass du das Ja. erleben darfst diese Woche Ja. und eine Freude und eine Leichtigkeit kommen kann. Und wir nehmen von dir, Jesus, dass wir besser sind, gemeinsam, better together. Und wir lieben einander durch den Keller hindurch mit deiner Hilfe. Amen. Amen. Ja, wir sind begeistert von Ehe. Wir sind begeistert, aber auch allgemein von Freundschaften, von Beziehungen. Das macht unser Leben reich. das ist mega schön. Und wir ermutigen dich, die Schatzkammer des Kellers zu entdecken, von Beziehungen, wo du schon drin steckst, wo vieles ja schon passiert ist, wo man sich freuen kann, und segnen dich für diese Woche. Yes. Alles Liebe dir. Danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Wir wünschen dir einen wunderbaren Tag und eine Yes. schöne Woche. Bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss.